Vom Kalenderfivationstatuten aus dem Weltdach vom 21. Dezember, den Tag vom Kreuzworträtsel. Ja, viele Länder aus das von den beliebtesten Buchstabenrätseln von der Welt. Wie wird das in Ehrentag Haut gefeiert wird, das versuche ich mal zu erklären. Also, wenn ein Initiator von dem Crossword Puzzle Day ist, das war nichts von eng Unklarheit, die auch beim Gründungsjahr besteht. Wie war aber den 21. Dezember, aber 1913, geworden diesem Tag ein erste an der Christbeilage von der amerikanischen Zeitung New York World so ein Rätsel publiziert. Erfund gouf dawer nicht von einem Amerikaner, mehr vom britischen Journalist Arthur Wynne, der von 1871 bis 1945 gelieft hat. An Amerika ist Kreuzworträtsel immens belebt und da gehen sogar richtig Konkurren. Den Jerome Lulling, den das echt Kreuzworträtsel auf Lützeburg entwickelt hat, erklärt. Das ist viel mehr eng entwickelt Kultur wie bei uns zu Lützeburg. Am Rest von Europa, also Kreuzworträtsel sind immer noch extrem belebt, weil gesagt sie quasi an allen Zeitungen. Aber wir haben ein anderes Format, wie das was in Amerika haben. Wir haben die schwedische Kreuzworträtsel, die von der Schweden entwickelt. Und da stehen Frohen am Gitter selber. Wenn der die amerikanische Variante guckt, da stehen Frohen außerhalb. Franzosen, die ändern da auch den Begriff, der dehnt das sind mots croisés und der andere das sind mots fléchés. Am Gegensatz zu der üblichen rechteckiger Form war dem Wynne sein Echträtsel demals eine Form von einer Raut. Kommerzielle Success hat das Form von Buchstabenrätsel recht durch Crossword Puzzle Book vom Simon & Schuster, das 1924 rauskam. Nur engem Jahr hat der Verlag über 400.000 Bücher verkauft. Der Rest ist Geschichte. 2016 hat Jerome Lulling sich zusammen mit dem RTL an dem Luc Martling, Direktor Haut vom Center für Lützeburger Sport, auf sich gemacht, für so eine Firma zu finden, die Kreuzworträtsel opstellen kann. Und das erste Problem war, dass sie gesagt haben, wir brauchen eine Datenbank mit Frauen. Und ich so, ja, wie viele Frauen braucht ihr dann? 1000, 2000? Oh nee, aber ob man 20.000? 20.000 Frauen an Antworten. Und dann habe ich mal angefangen, die abzubauen. Und auf nur verschiedene Kategorien, also generell Allgemeinwissen und dann eben mal die Versetzungen schaffen schon viel, mit Sprichwörter, Aufkürzungen sind ganz wichtig. Über den halben Jahr hat den Jerome in der Datenbank geschafft, die für überhaupt mal ein Kreuzworträtsel auf Lützburg zu machen, kommen für seine Schüler. Die nur so, ja, was gibt da kein Kreuzworträtsel auf Lützeburg? Und dann ich mal nur geguckt am Internet, da finden so Rätselgeneratoren. Mit denen kann ich ganz einfach Kreuzworträtseln aufbauen, aber das gibt nie komplett Gitter. Das sind dann pure so Reihen, die irgendwie aneinander gehen. Hier war von einem Luc Martling und assistiert, das wirklich komplett Gitter ist, wo all Wort auch Sinn angeht. Wie regelmäßig Kreuzworträtsel möcht, den hat mir jungt Gehir, dat du Forscher rausfand. Sie konnte nur weisen, dat Rätsel den Tag dabei hilft, die Verbalintelligenz zu behalen. Entretemps gehen es eine etliche Variante vom Spiel an also ein fester Bestandteil, ja, von vielen Zeitungen, Zeitschriften oder auch online, wie zum Beispiel bei uns auf rtl.lu.